helles Hexenhäusl, ganz verwunschen, bei Schimmelbach im Bayerischen Wald. Die Hexenhäusl-Herrin ist Gertraud Platschek. Sie hat dem alten Waldlerhaus zusammen mit ihrer Familie neues Leben eingehaucht. Denn das Anwesen war 4 Jahrzehnte lang verfallen und leer. Zwischen Himmel, Bergen, Bäumen und Wiesen liegt das Haus. Versteckt, verwunschen. Für Gertraud wunderbar. Ja, das ist ein tolles Gefühl. Und am Anfang, da war es so, da habe ich so Herzklopfen gekriegt, wenn ich da die letzte Kurve gefahren bin, dann kommt man aus den Bäumen raus und sieht das Haus da liegen. Das war schon ein Wahnsinnsgefühl, ja. Viel Holz an der Hütten, typisch für den Bayerischen Wald. An der Giebelseite ist über dem Erdgeschoss ein Balkon, auch Gang oder Schrot genannt. Getragen von den Balkenköpfen, die über das Haus hinausragen. Charakteristisch der Blockbau beim Wohnteil, hier über gemauertem Sockel aus Naturstein. Die Holzschindeln dienen zum Schutz der Wetterseite. Wo keine Schindeln sind, sieht man entrindete, behauene Stämme, zusammengefügt zu aufeinanderliegenden Balkenkränzen. Beim Waldlerhaus liegt hinten die Scheune, in der Mitte der Stall und vorne der Wohnteil. Die vorherrschende Hofform war und ist im Bayerischen Wald der Einfirsthof. Zum Wohnstallhaus gehört das Original Backhäusl. Der Brotbackofen musste schon früher nach feuerpolizeilichen Anordnungen einen Abstand von mindestens 30 Schritten zu den anderen Gebäuden haben. Familie Platschek hat seit Herbst 2015 auch einen fast originalen Getreidekasten, jetzt Schlafräume für Besucher. Einziges Ornament, eine geschnitzte Figur. Sonst gibt sich der ganze Waldlerhof traditionell schlicht. Das ist so der Charme der Einfachheit und nur der Funktion nachgegeben und den Gegebenheiten, die man hat, das Material, das man hat. Das kann schon mal nicht schief gehen. Und wenn das dann noch altert und kaputt geht, dann wird es wieder gerichtet und so, dann sieht man so, wie das Haus lebt. Wie ein Hexenhäusl sah das Anwesen aus, als es Gertraud mit ihrem Mann 2007 entdeckte. Sie lebten in München, wollten sich fürs Alter ein erschwingliches Sacherl auf dem Land zulegen. Pechschwarz das Holz außen, schimmelschwarz die Wände innen. Die letzten Bewohner hatten das Haus 1968 verlassen. Es war sich selbst überlassen worden. Ein flacheres Dach, hellere Fassade, einfacherer Balkon. In 1,5 Jahren Renovierung wollte Gertraud möglichst den Originalzustand herstellen. Als Architektin wusste sie, dass es sich hier um ein Imannhäusl handelt, Zuhaus zu einem Bauernhof. Seine Bewohner, die Ihäusler, lebten beim Bauern zur Miete. Sie mussten ihrem Vermieter als Arbeitskräfte zur Verfügung stehen und hatten 2 oder 3 Kühe oder ein Schwein im Stall. Das hier ist die Stube. Das ist eine ganz typische Stube für ein Waldlerhaus. Und wir haben hier auch alles erhalten. Das sind bloß Schönheitsrenovierungen gewesen. Die gute alte Stube. Zentrum des Lebens, damals wie heute. Hell durch die vielen Fenster. Jeweils 3 sind es an den beiden Außenseiten. Und das war Anfang des 19. Jahrhunderts Zeichen eines gewissen Wohlstands. Dabei waren die Ihäusler eigentlich Zwergbauern, hatten nur einen niedrigen sozialen Stand. Rund um den Raum eine hölzerne Bank, die ehemalige Spinnerinnenbank. Überraschende Nutzung: im früheren Schweine- und Kuhstall wird heute geschlafen. Der Stall war natürlich offen. Diese Öffnungen waren offen, aber wir mussten Fenster einbauen fürs Schlafzimmer. Da haben wir hier eine Türe eingebaut, aber die alte Stalltür haben wir gelassen. Das ist jetzt recht schwierig, weil wir das lassen wollten. Müssen wir halt damit leben, dass wir das jetzt so rausheben müssen. Wir erst mal nach innen aufmachen, dann rausheben und dann schauen, wie es rausbringt.
braucht wirklich einen guten Schmalz, damit Licht und Luft in die Bude kommt. Aber ehrlich, ein Rollladen passt hier wirklich nicht her. Der absolute Lieblingsort für Gertraud ist der obere Stock. Ein einziger großer Raum. Hier quartiert und kuschelt sich die junge Familie von Gertrauds Sohn oder ihrer Tochter ein, wenn sie zu Besuch sind. Und das immer öfter, obwohl das Klima im Bayerischen Wald rauer ist als in München. Die Decke hoch bis zum Dach, fast alles neu gezimmert. Nur die Knechtkammer aus Vollholz, die wie ein Würfel im Raum liegt, blieb erstaunlich gut erhalten. So süß und wild romantisch es aussieht, es knirscht und bröselt an vielen Stellen. Andere würde das nerven. Meine Meinung ist, es gibt überhaupt keine Rettung. Oder was heißt Rettung? Eine Wiederherstellung. Es gibt keine Wiederherstellung. Man kann es nur anschauen, wie es jetzt ist, so eine Halbruine, wie herrlich die dasteht. Das muss man genießen, wie die Natur die bearbeitet hat und auch die Menschen, die vorher drin waren, wie sie langsam verkommt. Und den Zustand kann man weder halten, noch kann man ihn verbessern. Es geht einfach nicht. Man muss einfach nur genießen, wie es ist. Und das tut sie mit ihrer Familie. Für eine Ruine ist das Waldlerhaus in Schimmelbach im Landkreis Freyung-Grafenau ein ziemlich zeitgemäßer, lebenswerter Wohnort geworden. Auch nach seiner aufwendigen Renovierung ist es ein einfaches Haus, aber eben auch einfach schön.